Willkommen bei Spiritualität richtig aus. Mein Name ist Mats und ein weiteres Thema will ich aufgreifen, weil es so am Englischen gibt so loose ends von verschiedenen Sachen, die ich schon an den Podcast angesprochen habe, ein bisschen zusammenbringt. Und zwar Thema selber als Thema von den inkarnierten Engeln. Ich will auch da probieren, ein bisschen den Tour zu machen, wo das hier könnt, was es wirklich geht, wo Gefahren an der ganzen Geschichte liegen. So mal so. Das Thema inkarniert Engeln ist von einer Autorin extrem abgegriffen und gepusht gehen, vierteren als das minim bis gar nicht gehen. Und das ist die Wert Madame Doreen Virtue. Lo will ich allein dumme Kritik schon ausschwätzen und Leute wirklich ein bisschen vorwarnen für dem, was die Frau eigentlich so fertig spottet, wie mal so zu sagen. Es wird ganz viele Sachen auf den Weg gehen, die einfach so aus der Luft gegriffen waren, wo sie den Leuten etwas gehen hat, Futter gehen hat, und nachdem sie dann die ganze Tour gemäht hat, da sind Sachen dran, wie zum Beispiel die 7 Prinzipien vom Kybalion Drahtneu zu erfahren und damit so zu machen. Ich komme auf das Thema hier ganz kurz zurück. Und dann noch, als er hingegangen und hat sich dem ganzen christlichen Remzug gewandt und hat gesagt, nee, die Bücher verbrennt sie an, bla 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 und so fort und so weiter. Los die Leute, die so, ja, sind schon die so zurückgehen. Das spielt alles keine Dinge. Die Einzel, die Bücher gekauft und die Quarte gekauft haben, die sich damit befasst tun, die Sache finanziert tun, du hast nicht alle einzelnen Sensoren gekriegt. Also, egal wo sie gehen hat, der Tisch, sie hat damit hier Sache gemäht, sie hat sich mega an den Mittelpunkt gesagt, eine ganze Gruppe Leute, die sind darüber angesprungen, weil man damit vollkommen an der Licht- und Liebe-Dinge waren. Und das, was die Frau zum Teil herausgebracht hat, als brandgefährlich für Leute, die nach keine feste Fuß wurden haben. Weil die Sachen suggerieren, dass das Recht total durch die Gegend zu laufen, es für besser zu halten und zu allem Überfluss, erst damit nur noch schlecht zu fühlen. Also, greift mal das Thema von den inkarnierten Engeln ab. Auch sie hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher darüber geschrieben, mit Fragebogen, wann der so geht, dann sieht er einen inkarnierten Engel. Was tut es eigentlich mit dem Thema ob sich, was inkarniert Engeln wären? Ich meine, schon das Thema Engel schon ein paar Mal so abgegriffen an dem Ganzen, ist schon das ganz erklärt. Und ich kann nicht klipp erklären sagen, dass Engeln nicht inkarniert gehen. Punkt. Das ist eine grundlegende Information, das ist ein Potenzial, wo sich auf verschiedene Versionen von der Information weisen. Und das ist nicht ein Potenzial wie das geht nicht als Engel inkarniert. Das heißt, die ganze Idee, die können wir wegholen, weil es nicht die typische, sagen wir mal, Seelenqualität hat, die ein Psyche braucht, für können als Mensch auf dieser Welt rundherum zu laufen. Geht es nicht. Egal, was ihr darüber gelesen habt, seid euch bewusst, dass das irgendwie nie ein 90er, als das abkam, wie ich gesagt habe, Doreen Virtue hat das extrem breit getrippelt, und obwohl ganz viele Leute heute das wissen, dass dem sie Bücher an Tanzen treten sind, haben sie trotzdem und so Sachen fest. Den ersten Punkt, den ich dabei will abholen, einfach viermal so an das Spiel anzutreten, war mehr Leute durch die Gegend laufen und dann heißen, hast du einen inkarnierten Engel, du findest es so schwer, so fährst du schwer hier auf dieser Welt. Nee, wenn da wirklich ein inkarnierten Engel wird, mit all den Möglichkeiten, mit den Fähigkeiten, mit den Connaissancen und mit den Quellen, an die ein Engel rangreifen kann, dann müsste die Welt halt easy peasy sein, weil da ganz anderes Verständnis dafür hat. Und gerade das sind die Leute, die kein Verständnis für das tun, was hier rundherum ist, an die Mengen, dass für sie die Einzigen sind, die so mal ein Wertbild über die Sache haben. Das heißt, nee. Es wäre vielleicht besser, anstatt sich auf die oder Weise aus einem Trauma und aus einem Leidensweg eine Identität zu erschaffen, mit der so mal soi-disant gut durchsteht, an die einem vielleicht den Dinge gibt, mein Leiden hat irgendeinen Sinn an der ganzen Geschichte, weil ich für mich Höheres geboren bin. All das sind Sachen, der hat Recht, davon Last zu lassen. Und hat Recht, sich wirklich darum zu kümmern, wo den Trauma wirklich hier kann. Und ich will da, denke ich, ganz global abgreifen.
was die Geschichte mit dem Traumata betrifft. Ich kenne Leute, die so, oh nee, also, wo hatte ich hatte ein ganz gut Kantheit. Erstens entstehen Traumata ganz oft an einer Zeit, wo sie noch nicht zum Ausdruck bringen kann. Also Babyzeiten, und die sich nicht unbedingt erinnern können. Das können Geburten sein, das können just nur der Geburt sein. Und wenn ich versteht mich richtig, ich schwätze nicht davon, dass die Ältere schlecht Ältere müssen gewirrscht sein. Aber wir sehen so schön, shit happens. Es kann sein, dass irgendetwas an der Zeit geschieht ist und dann entwickelt sich dadurch ein Trauma, weil er nicht zum Ausdruck bringen kann. Du könnt ein Kant opfällt an denselben Moment geht der Pap krank an Mann die muss gucken eins zu gehen die sagt mit dem Kant dann mit dem Pap mit dem Mann den am Spidol leid irgendwo nach den Hut zu kriegen. Du kann mal sehen dass Kant nicht die Aufmerksamkeit kriegt die als Baby braucht. Das ist nicht der Fehler von der Mama, das ist einfach ein Fakt, der geschieht und so können Traumata entstehen. Unter anderem. Also ich könnte 100.000 aufzählen. Also gut haben wir ganz oft die gewünscht, richtig am System, früher war alles besser, dass wir ganz oft mengen, wir hatten eine Schäkantheit gehabt und dann einmal tauchen Sachen auf, die vielleicht nicht aber so gelaufen sind, wie sie sollte laufen. Und noch da, immer dran denken, kann er kommen nicht mit einer Gebrauchsanweisung auf die Welt, der Tisch das nicht, weil der ein Trauma gemacht hat, dass das Schuld von irgendeinem muss sein. Mir einfach, dass du Sachen aus Unkenntnisse, aus blöde Situationen heraus eben anders gelaufen sind, wie sie ideal gelaufen wären. Das möchte aus keinem Mensch ein Engel. Das ist so von den Dingen, das ist so von den Punkten. Natürlich dauert Menschkeit entweder sich so rüber zu kümmern und zu sagen, okay, was kann ich da machen, für dass ich da am Band dran ausbalanciert sind, dass ich nicht an allem Leidenswege sehe, aber probieren wir mal schöne Momente zu erschaffen am Leben, versus oh, ja, wir sind ein Engel, wir sind inkarniert ein Engel, das ist alles so kompliziert. Nee, so funktioniert die Sache nicht. Und ich kann erst verraten, als irgendwas Kontakt mit der anderen Seite hat, wo auch mal Heinz und ein Engel, die der Weh lebt, die sitzen da und die denken immer so, du weißt aber schon, dass da nicht das System ist. Und plus könnte dabei, das war ich in einer spirituellen Arroganz sitzen, die Arroganz, also du laufen da rundherum, diese Stehlweise auch Probleme am Leben erschaffen muss du bei so einer Sache, wo ihr Kind loslassen oder wo ihr Kind wirklich aktiv drauf schaffen, mit die nicht Welle machen, weil sie an der Identität, dass den ganz sekundär etwas Superes fanden, weil als Engel sind sie natürlich besser wie all die anderen Leute, die Probleme nicht tun und die das natürlich nicht können verstehen. Und da entstehen so Reifereien, die nur außen hin projiziert gehen, anstatt dass am Bandenste geschafft wird. Natürlich per se der Gedanken, dass der Konstrukt an die Entität von einem Engel an den Körper kann übergehen, das ist schwingungstechnisch absolut nicht Punkt. Geht nicht. Das ist wie wenn da ein Computerprogramm den einen Text soll verschaffen, ein Bemol will gebrauchen für ein Foto komplett zu verschaffen. Es sind so verschiedene Welten. Und das ist einfach so. Alles lebt auf denselben Energien, alles ist dieselbe Schwingung. Also als Computerspruch der Hand kann dieselbe sein. Mit sind so verschiedene Sachen geschaffen gehen. Und die sind also nicht insofern mit den zu vergleichen oder bemol an den zu kapseln. So. Lo hue den aber Leute, und die will ich absolut dabei herausholen, die sagen, schon, also wenn ich das Ganze aufkriege und so, ja, da sind auch Traumata, sind ich auch verstanden, aber so gute Momente, wenn ich mich gut fühle und ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, oder das, wie wenn ihn Erinnerungen hat. Und da kommt der Punkt, nicht schied verreden, möchte dir komplett so, was Erinnerungen betrifft, was freie Leben sind, auch viel mehr wichtig, was die Zwischenzeiten sind. Natürlich, der kommt auf die Welt, der stirbt, der geht nicht direkt in einen anderen Körper, oder Seelenst. So, lassen wir, der sieht an Erdenzeiten ein Jahr an der Zwischenwelt, für erst zu erholen von dem, was an dem Leben für Druck geschieht, ist, für Sachen zu lernen, für sich neue Pläne zu machen, was er an dem nächsten Leben will machen. So, und dann kommt er auf die Welt. An Erinnerungen von der Zeit dazwischen, die bleiben irgendwo am System dran, weil das Energie, das Schwingung, das heißt, wir haben die Schwingung noch immer bei uns.
Also können Leute gehen, die den Deal nie ein komplette Clean Slate gemietet und das komplett aufgekapselt wird an die Erinnerungen kommen dann recht dort, wohin dann Zugriff auf den ganzen Seelenaspekt von sich selber hat. Und die laufen heim zu Brieben, so mal rundherum, dass Erinnerungen sind und die Zwischenzeiten an anderen Ebenen. Das muss nicht bedeuten, weil das ein anderes Thema was kennt, dass wir von einem anderen Planet kommen. Mit kann sehen, dass wir an der Zeit, wo wir an der Ebene waren, weil als dem Moment ganz Universum absteht, mehr als andere Planeten angeguckt haben und dadurch so Aspekte bleiben, an Erinnerungen bleiben oder so Sachen, wo sie das tue ich irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Das ist mal keine Erinnerung, mehr so ein Feeling, den dann so ist, wo ich meint, sind nicht nur gerade auf dem richtigen Planeten, sind nicht auf dem richtigen Platz. Der kann sich einer Sache bewusst sein. All die Leute, die sagen, es sind nicht auf dem richtigen Platz, der guckt das an ihrer irdischen Vorstellung, wie die Sache zu funktionieren hat, mit Erinnerungen, vielleicht auf früher Leben, vielleicht und Zwischenaspekte, eher der man ein körperliches Leben übergegangen sieht. Mit der sieht 100%, wo der als Seele die Idee tut, für immer hinzukommen, sieht er 100% an dem richtigen, auf der richtigen Platz und an dem richtigen Moment. Darunter ist nicht zu zweifeln, der sieht immer am Hier und Jetzt. Das ist den wichtigen Dingen. Was der mit dem Markt, wie der das abholt, das ist eine andere Geschichte. Du hast darunter zu schaffen, für was der das meint. Vielleicht oder die Erinnerungen und die Sachen dazwischen, wie zu sagen, okay, es sind lo hai, weil ich hierhin gehöre. Ich habe das Gefühl, dass das der Fall ist, aber vielleicht kann ich schon aus dem Gefühl, wo so misst, ich sitze richtig zwischen Gänsefüßchen. So als es mich stimmen, so als es mich passen, dass er erst die Möglichkeit hat, also ich greife an die Dinge rüber, an die Ebenen rüber, und ich gucke davon die Sachen zu integrieren, für das die Sachen zusammenschwingen, an Anklang kommen, und dass das keine Sache ist, wo so ich laufe heute durch die Gegend und ich fühle mich nicht auf der richtigen Platz an, weil wir um Thema sollen bleiben, oder ich probiere um Thema zu bleiben, daraus Schlussfolgern, dass es nicht mehr kann sein, dass ich ein Engel war, den irgendwo am Paradies ist, und den also ob der drauf kommt. Mir hatte schon einen, ne? Just so biblisch eigentlich gesagt. Ich weiß nicht, ob diese Story genauso ein Kap gemäht wird. Also, wo der biblisch durchgestaltet ist. Mir das ist ein ganz anderes Thema, das will ich noch nicht abbringen. Mir einfach für zu erklären von wegen. So gut von denen davon ausgeht, dass der Jesus so ein Wesen gewesen wäre, wo den nicht wird geschehen, dass den sich beklot wird. Also, wenn der Engelsgleichbild sieht, das ist auch nicht, dass er am stillen Kämmerlein soll für eine Schierjammern, aber holt euch einfach mal die Zeit, er bringt die verschiedenen Konzepte ab. Ein Engel per se wird nicht inkarniert, weil er nicht dafür geschaffen oder nicht dafür gemietet ist, sozusagen. Das heißt, den hat seinen Job, stellt euch mal vor, die werden alle gut inkarniert, dann hat man schon keinen mehr, die den Job machen, ne? Weil die haben schon hier fast Programme, sozusagen, Programme für das Thema Matrix, hier just das Zwischenglied umzuticken. Egal wie wir drin erkennen, wir sind immer auf der richtigen Platz, wir sind am High, low, und wir sind am High. Und wir haben etwas daraus zu lernen, ob wir also über das beschweren, was wir zu lernen haben oder so. Jede Challenge accepted, das leider an ihren Dingen. Das ist in keinem Fall irgendwo, dadurch, dass der Leid ein besserer Mensch oder dadurch definiert, dass er ein Engel sieht. Aber wenn der Erinnerungen und die Zwischendinge hat, da gebraucht sie, anstatt erst zu beschweren, dass das nicht geht, da gebraucht sie für das Können an einem Muss zu integrieren, für auch andere Leute, die an dem selbsten Kampf sind, den der sieht, von wegen, für was ich gefunden dahinter zu gehen, für mit denen zusammen etwas zu schaffen, was dahinter passt. Auf für die Energien an Anklang zu bringen. Vielleicht gibt es dem einen und dem anderen etwas mit auf den Weg für die Sache ein bisschen Ernstes zu sehen. Wie immer, wenn der Frohen hat, kommt gerne auf mich zurück. Merci für das Nullaustern.
Schöne Mittag, schönen Abend, a gut Nacht.